Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Resident Evil auf Pelzig. Ja, mal der Yuka. Ja, da war jetzt immer die blutverschmierte Hand auf der. Also hier scheinen sich hin und wieder einmal ein paar Zombies rein zu verirren. Das war der Raum mit Barry. Ich hoffe, dass hier jetzt nicht irgendwo einer rumsteht. Da war noch irgendwo eine andere abgeschlossen, die der. Ich gehe zuerst nochmal in den anderen Komplex, weil da war ja abgeschlossen. Nicht, dass das so ein Einwegschlüssel ist, der jetzt nur für die NDR sozusagen zu gebrauchen ist. Und dann haben wir das weg. Müssen wir mal gucken. Ah, Moment. Ja. Ich bin jetzt schon wieder tentakelt, wäre. So, deswegen gehen wir hier rum. Und schauen mal. Wenn hier irgendwo ein Zombie ist. Ah ja. Ist tatsächlich so ein Einwegschlüssel. Na gut. Haben wir wieder Platz im Inventar. Finde ich gut. Zusätzlich können wir einmal in den Safe Room reingehen und können uns noch ein bisschen Kerosin zapfen. Finde ich persönlich wichtig. Ja. Sehr gut. Ich weiß, das ist ein Safe Room, aber wenn irgendwo Fussellicht an der Deck ist, das sagt man nie so wirklich zu. Aber wir gehen jetzt mal in den Raum, weil das war der einzigste kleine Raum, der abgeschlossen war laut Karte. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch finden. Ja, das ist ein relativ kleiner Raum mit Bad wieder. Oh, oh. Oh, da hängt einer. Der kommt aber nicht wieder als Leiche, oder? Mit dem können wir auch nicht interagieren. Okay. Ein Zombie hing am Glockenseil. Das war wohl der sich hier das Stückel Seel abgeschnitten hat. Das Bett wird anscheinend benutzt. Schaukelstuhl. Ah, Pistolemagazin drauf. Sehr schön. Und da ist anscheinend nochmal Pistolemagazin. Der hat wohl leider keine Pistole gehabt, um sich abzuknallen. Sondern hat sich da wohl mit so einem frischen Stück Seel aufgeknüpft. Selbstverteidigungswaffe. Okay. Selbstmordbrief haben wir auch noch hier. 22. Juni 1998, 9:30 Uhr. So, ich muss mal ein bisschen hier weiter rutschen. Ich muss das tun. Wir rannten vor den Dingern weg und halfen einander zu überleben. Aber dann entwickelte Robert die Symptome. Ich muss das tun. Diese verfluchten Dinger sind bösartig. Es gab keine Alternative. In meiner Lage hätte er dasselbe getan. Nachdem ich ihn erlöst hatte, musste ich ihn im Bad zurücklassen. Nun bin ich wohl der Letzte. Wie konnte das geschehen? Ich werde mir meine Arbeit an diesem Projekt immer vorwerfen. Aber ich werde meine Strafe erhalten. Aus diesem Irrenhaus gibt es kein Entkommen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Alles steht fest. Ich brauche nur den nötigen Mut. Dass ich vieles unvollendet lassen muss, bedauere ich sehr. Aber alles ist besser, als einer von denen zu werden. Bitte versteh mich und lass mich mein Leben als Mensch beenden. Auf der Rückseite steht eine Nachricht. Linda, bitte verzeih mir. Okay. So viel zu dem hier. Ich hoffe, der kommt nicht wieder. Können wir den Arzt zünden? Oder dass der zufällig hier wieder kommt? Nee. Okay, und was ist mit der Selbstverteidigungswaffe hier? Prüfen. Selbstverteidigungswaffe. 22er Magnum Double Dillinger. Okay. Ah. Magnum-Munition. Okay. Ein Schuss wurde bereits abgegeben. Ah, die könnte ich jetzt nur entfernen, wenn ich hier Platz hätte. Scheiß doch drauf. Gucken wir jetzt mal, weil das Ende-Ding, das brauchen wir jetzt wirklich nicht. Zur Not kann ich mal im Safe Room immer noch das nötige Zeug holen. Na? Okay. Ja, gut. Dann rüstet man das Zeug doch mal einfach aus. Gucken wir mal, was wir damit darstellen können für lustige Sache. Hier im Badezimmer ist noch was. Ja, mit der Waffe hätte er sich eigentlich auch abknallen können, der Kerl, aber steckt man nicht drin. Alter. Da ist wohl irgendwo noch was. Achtung, der steht bestimmt auf. Nee. Dann zünde ich ihn halt ab.
Aber ich glaube, der ist draußen runtergefallen von seinem Seil. Sie ist voller Schmutzwasser. Stöpsel? Natürlich. Ich glaube, dann wäre der spätestens wahrscheinlich aufgestanden hier wieder. Du ist ein bisschen eine Badwanne. Und zwar Kontrollraumschlüssel. Ja, natürlich nehmen wir den mit. Also ich habe das dumpfe Gefühl, wohlpolierter Spiegel, dass der draußen von seinem Seel abgefallen ist. Und jetzt wohl ein bisschen hier rumstören will. Achtung. Ja, ich höre ihn schon. Ja, da kommt er schon. Jo. Okay. Selbstverteidigungswaffe, die können wir eigentlich dann fortschmeißen. Da kombinieren wir jetzt noch mal kurz. Und der hat auch noch den Strick um den Hals. Dann zündet man dich an. So. Vielleicht gibt es da dafür eine Trophäe oder sowas. Nö. Hätte es sein können, dass ich irgendwie letzter Wille oder sowas erfüllt habe oder sonst irgendwas und der deswegen jetzt super happy ist und ich dafür eine Trophäe kriege. Aber nö, anscheinend nicht. Gut, dann haben wir sonst hier auch nichts mehr. Wir haben weitere Schlüssel gewonnen. Und wir haben so popliche Selbstverteidigungswaffe, die Magnum-Munition braucht. Nee. Nix für uns. Ich glaube, hier geht es dann wieder genau. Dohi. Dann haben wir jetzt zwar einen Schlüssel mehr. Aber den werden wir wahrscheinlich für ohne brauchen, wenn wir da runterklettern, ne? Das heißt, wir füllen erstmal wieder Kerosin auf. Genau. Dann packen wir das Ding erstmal fort. Braucht hier irgendwie kein Mensch gerade. Das behalten wir. Ich würde eigentlich schon fast sagen, dass das Ding gerade unnütz ist. Wobei, ohne im Keller ist, glaube ich, noch was anderes Größeres. Wir nehmen es mal lieber mit. Das rote Buch behalten wir auch mal. Ich habe das Gefühl, das braucht man in der Residenz noch. So ganz sicher bin ich aber noch nicht. Man muss halt immer hier bei Resident Evil stark mit seinem Inventar haushalten. Das ist leider nichts für mich. Ich bin so ein Inventar-Messi. Gebe ich ganz ehrlich zu. Okay, dann gehen wir wieder durch runter. Hier hoch. Und dann gehen wir wieder in den Raum, wo Barry war. Und gehen von dort aus runter. Da haben wir ja Treppe freigelegt jetzt. Aber ja, auch in der Residenz wimmelt es natürlich von Zombies. Die kommen dann anscheinend als mal von draußen noch. Von draußen vom Walde kommen sie her. Und ich kann euch sagen, es zombelt sehr. Oder so ähnlich. Können wir hier rein mittlerweile? Der ist verschlossen. Galerie, okay. Kommen wir also noch nicht rein. Aber in 002, da kommen wir rein. Und wir haben noch einen weiteren Schlüssel gefunden. Okay. Hier ist keiner mehr. Dann können wir jetzt hier runter. Das ist ein Leder. Mach Sache. Natürlich steigen wir die runter. Okay. Jetzt sind wir... Wo sind wir dann jetzt? Aquaring. Ah ja. Ja, da war ja noch irgendwas mit Aquaring, ne? So. Uns natürlich hier nochmal kräftig um. Da ist noch ein Raum, der anscheinend verschlossen ist. Von der anderen Seite verschlossen. Alle hopp. Ja, das kenne ich noch aus dem Original Resident Evil. Da müssen wir jetzt erstmal kräftig die Boxe schieben. So. Und der hier? Ja. Ich gehe immer mehr auf die andere Seite, merke ich. Immer auch mal wieder die Facecam im Ach behalte. Zumal wir auch fast schon bei 9 Minuten und 20 Sekunden sind. So, da. Es geht ja immer am Anfang ein bisschen was von meiner Zeit weg. Da ich die Facecam immer zuerst aktiviert, wodurch habe ich auch immer meine Spielzeit im Kopf, wie lang ich jetzt schon spiele. Und wann unsere Zeit erreicht ist in etwa. Und am Anfang gehen halt immer ein paar Sekunden Flöte, weil ich die Facecam zuerst einschalte. Dann aktiviere ich hier die Aufnahme von der Playstation. Und dann erst mache ich noch 2, 3, 4 Sekunden in etwa meine A-Moderation mit Hallo ihr liebe Leid. Nur damit ihr das einmal wisst, was so hinter der Kulisse einfach passiert.
Okay, die gehen natürlich alle perfekt in L-Reihe, ist ja absolut logisch. Im richtigen Leben, die erst kriegt, wahrscheinlich irgendwo hin hier verschwinde und naja, weiß Bescheid. Das Kraut nehmen wir ganz bestimmt nicht mit, das schluckt nur wertvolle Inventarplatz. Hier geht's in der Aquaring-Reihe. Und du wimmelst jetzt von Haie, wenn ich das mal richtig im Kopf habe. Okay. Ja, da ist er, der Aquaring, der Gute, ne? Alles klar, das gucken wir uns alle später nochmal an, wenn hier keine Viecher sind. Da ist es. Uah. Und alle gerade Klee. Widerliche T-Virus. Autsch. T-Virus-Haie. Ja, und die natürlich in ihrem natürlichen Habitat hier. War doch nicht? Nee. Okay. Das heißt, die können uns hier natürlich auch schön angreifen. Wie sieht es mit unserer Gesundheit aus? Noch relativ gut. Jo. Ich habe den Schlüssel für den Kontrollraum verwendet. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Natürlich schmeißt man das Zeug sofort weg. Ach Gott, und die Haifisch-Panikmusik. Ach Mann. Warnlampe steht auf, deutet auf einen Notfall hier. Das hört man nie so besonders gern. Hier haben wir nichts Großartiges. Da geht's noch runter. Und hier haben wir nichts anderes mehr. Alle hopp. Das heißt, wir kraxeln hier runter. Dann kümmern wir uns erstmal um die Haie im Aquaring hier. Erstmal gucken, was es hier noch gibt. Ja, gut. Wir nehmen es einfach mal mit. Machen es auf. Ne, das hier. Und Mischung aus 2 grüne Kräuter. Alle hopp. Sehen ein bisschen aus wie Dill. Falls uns die Haie ein bisschen zu sehr zusetzen, Öldruckregler. Sie brauchen den Öldruck jetzt nicht zu ändern. Gut zu wissen. Da hinten ist bestimmt auch noch was. Ja. Da kommen wir aber erstmal nicht durch, weil da hinten noch Fettwasser ist. Das heißt, wir müssen erstmal das Wasser runterlassen, ne? Also. Dann haben wir nämlich die Haie Ahmad geschaltet. Eine Druckkammer. Was ist hier noch? Hier ist eine Kameraperspektive. So, hier ist noch. Vorsicht, falls der Öldruck fällt. Ventil 2 öffnen. Okay. Karte von Aquaring. Nehmen wir selbstverständlich auch mit. Gibt es anscheinend nichts Großartiges mehr. Aber Hauptsache mir in alle Karte. Ventil 2. Fehlermeldung wird angezeigt beim Ablass auf dem Wasser. Muss etwas schiefgegangen sein. Das ist ein Schalter zum Ablassen. Natürlich drücken wir dann. Emergency. Unknown source of pressure detected. Okay. Locking all doors to achieve maximum safety. Okay. Ja, Sicherheitsmechanismus. Wurde ausgelöst. Sie müssen nur per Hand bedienen. Wo ist dann das? Ups. Steuerhebel für die Druckkammer. Schauen wir doch mal. Ich drücke jetzt einfach mal alles. Gefährlich 30%. Oh, Öldruckfall. Kammerbetrieb abgebrochen. Öldruck und Sicherheitsmechanismus. Warte mal. Wo war Öldruck? Ventil 2. Aber wo ist Ventil 2 hier? Ist es das? Ah, Öldruckregler. 2. Reaching 50% of pressure threshold. Okay. Activate emergency drainage system immediately. Sicherheitsmechanismus. Moment, der war hier. Ja, noch einmal. Und jetzt. Noch einmal. Und? Geht's jetzt ganz zu? Jawohl. Na also. Problem geregelt. Und jetzt? Wasser ablassen, natürlich. Das Wasser wird vollständig abgelossert. Das ist sehr schön.
Perfekt, dann sind die Haie jetzt im Trockener. Das gefällt mir natürlich ganz gut so. Wie sieht es denn da unten aus? Ja, das ist jetzt auch frei wieder. Dann gucken wir aber erstmal, ob wir zuerst erledigen mal die Haie, bevor wir hier runter irgendeinen anderen Quatsch machen. Ich habe das lieber, wenn ich die Haie erstmal außer Gefecht habe und erstmal einmal mich auch in dem Ende Raum umguck, der du noch als betretbar markiert war. So. Da liegt noch einer. Oh, 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 der zappelt noch. Okay, der ist kaputt. Ja, da kann man ja freundlich sein und die Tiere noch so erledigen. Da muss man jetzt nicht, finde ich, die großartig hier versticken lassen draußen. Das ist einfach nur ekelhaft. Das muss man den Tieren nicht auch tun. Ja, in den Raum können wir noch reingehen. Gucken wir uns doch gleich mal an. Ups. Da ist anscheinend ein Teil von Pflanze 42. Schrank ist völlig echt Nest. Nichts Besonderes dran. Ja. Ne, damit können wir hier nichts gewinnen. Das sieht noch ein Steuersystem für den Wassertank aus, aber es ist kaputt und kann nicht verwendet werden. Also hier ist anscheinend wirklich Wurzeln von Pflanze 42. Und gewässert wird das Ding anscheinend nimmer, ne? Also das heißt, Pflanze 42 kriegt jetzt hier auch keinerlei Nährstoffe mehr. Aber... na... Haben wir doch sonst überhaupt nichts mehr? Was wir uns hier noch holen könnten? Nee. Überhaupt nichts? Kein Gegenstand oder sonst irgendwas? Okay. Ja, immer nur Wassertank, bla bla, ist kaputt. Nö, ansonsten können wir hier anscheinend nichts machen, ne? Nö. Und Pflanze 42 können wir nicht angreifen. Na gut. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall mal die Wasserversorgung für das Vieh ausgeschaltet. Die vollen Nährstoffe kriegt es jetzt nie durch Wasser. Und durch die Chemikalien, die möglicherweise noch im Wasser drin waren. So, jetzt möchte ich aber nochmal außen gucken. Ob das jetzt wirklich nur ein Hai war oder ob wir noch mehrere haben. Oder ob die eventuell woanders drum liegen, dann unter Stockwerk drunter sozusagen, ne? Da sind wir ja schon mal rumgelatscht. Ich gucke mich erstmal nochmal gründlich um. So. Außerdem war da hinten noch so eine Sackgasse, in die ich nochmal reingucken wollte. Hier, genau. Einfach nur, ob hier noch was liegt. Nö, da liegt nichts. Alles klar. Dann können wir wieder in den Kontrollraum reingehen. Und können dort die Leder wieder noch untersteigen und dann im Erdgeschoss uns noch hier im Aquaring ein bisschen umgucken. Also, es waren zumindest nur 2 Haie ursprünglich, die uns hier angegriffen haben. Einer habe ich schon außer Gefecht gesetzt, einer ist eventuell noch da. Oder vielleicht sogar noch ein 3. oder 4. Ich weiß es nicht. Ich glaube, im Originale waren es 3. Ein großer und 2 kleine, in Anführungszeichen, die normale Haie halt. Die trotzdem schon ziemlich groß waren. Na gut. Gucken wir uns hier noch um. Schöne Idee. Mit Bullauge. Ah, nautisches Gefühl. Okay. Da geht es anscheinend irgendwo lang. Und hier ist auch wieder alles nass wie Sau. Da liegt noch was rum. Granate oder was? Jo, Granate. Okay, nehmen wir sie einfach mal mit. Dynamit. Völlig durchwächt und nutzlos. Okay. Tauchabzug und Netze. Nichts Nützliches sonst. Alle hopp. Nur ein paar Granate gefunden. Also nur, ne? Okay, dann gucken wir uns mal in dem großen Bereich hier um. Wir sind schon bei 19,5 Minuten. Das heißt, so viel, wenn man nicht mit zu tun haben. Höchstens im Aquaring könnte man uns noch hier bis zum End beteiligen und das beenden. Ein Experimentmonitor, anscheinend wurden hier Daten über Haie gesammelt. Okay. Oh, da liegt noch einer. Mhm.
Mal. Ja. So. Wenn schon, dann kann man die Tiere auch entsprechend erledigen. Tiefe Bissspuren sind in den Stuhl eingekerbt. Ich denke, an dem können wir jetzt auch ohne Probleme vorbei wieder. Der ist aber ganz schön vernarbt. Oh, da ist tatsächlich noch ein großer. Okay. Das gefällt mir irgendwie nicht so gut. Sicher ist sicher. Okay. Nur zur Sicherheit. Aber ich habe jetzt halt wieder ein bisschen was verschwendet. Okay. Hier ist sonst nichts mehr. Generator für die Durchflusssteuerung. Wir drücken einfach mal wild alles. Was mit dem Zeug? Okay. Stromschlag können es verpassen. Okay. Können wir da wieder runter, ohne dass irgendein Theater passiert, oder? Okay. Und dem Vieh kommen wir vorbei, ja. Ich bin mir nicht so sicher hier. Wir nehmen nochmal das hier. Ich habe das Gefühl, das müsste wieder aufstehen. Und dass wir ihn dann durch einen Stromschlag endgültig erledigen. Aber irgendwie... Komm. Hat keinen Strom. Können wir das Ding schieben oder so? Nee, geht nicht. Ups. Anscheinend habe ich jetzt doch was getriggert. Na gut. Moment. Nee. Jetzt probieren wir das Ding doch wirklich mal hier zu schieben. Ja, tatsächlich. Das funktioniert jetzt plötzlich. Und... Tanz für mich. Boah. Was eine widerliche Art, jemand hier zu richten. Trophäe erhalten, in Kupfer versenkt. Okay, das... Ja... Der ist hin. Hat der große Hai noch irgendwas bei sich? Ah, da hinten glitzert was. Ah, schade. Okay, ein Schlüssel wieder. Dann verwenden wir das Zeug und nehmen den Schlüssel auf. Residenzschlüssel nehmen wir natürlich mit. Der wird wahrscheinlich für die Galerie offen sein, ne? Okay. Der zuckt jetzt nur noch, weil die letzten elektrische Impulse noch aktiv sind. Alter Falter. Das war jetzt ganz schön widerlich. Manometer. Dann gehen wir... Moment. Da können wir auch noch irgendwo hier. Wir gehen nochmal hier lang. Also 23 Minuten haben wir ja jetzt. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Was ist das noch? Ah, das ist Magnum-Munition. Schade. Echt was? Können wir die nicht fortschmeißen oder so? Nee. Da liegt aber noch Magnum-Munition. Durch das überflüssige Wasser ist alles aufeinander gestapelt worden. Noch einmal. Durch das überfließende Wasser ist alles aufeinander gestapelt worden. Okay. Na dann. Ist hier noch irgendwas? Alles ist eng zusammengepackt. Hier sieht es aus wie auf dem Müllkipp. Na gut. Dann kommen wir hier wahrscheinlich... Ah ja. Genau. Kommen wir da wieder direkt beim Aquaring Zugang raus. Jawohl. Dann können wir ja wieder hoch in die Residenz. Aber das spricht auf jeden Fall schon mal sehr stark dafür, dass hier unter der Villa mehr passiert, als man so annimmt, ne? Unterirdische Forschungslabore und Einrichtungen. Okay, ist hier nochmal zufällig irgendeiner vorbei marschiert, oder? Okay. Ich bin mittlerweile etwas paranoid, dass wenn man zurückkehrt, dass überall wieder so ein paar Zombies ihr Kreise ziehen. Deswegen lieber auf Nummer sicher gehen. Okay, ich nehme mal A. Wir können den Schlüssel jetzt hier verwenden und dann ablegen, ne? Genau.
Jawohl. Dann lecken wir ab. Und dann gehen wir nochmal zurück. Hoffentlich ohne dass Viecher durch die Dere brechen. Und dann gehen wir nochmal in das Safe Room rein, speichern noch eine Runde und lecken noch ein bisschen überflüssiges Zeug ab. So. So. Da geht's, glaube ich, da lang, ne? Und das müsste unser Safe Room sein. Da können wir auf jeden Fall schon mal die Granate ablegen und dann schauen wir mal, was wir sonst noch alles frei machen können. Okay. Also, die Granate kommt dort hier. Ich denke, großartig mehr müssen wir jetzt auch nicht machen, ne? Speichern müssen wir auch nicht, also für Erfolg habe ich auf jeden Fall heute noch Zeit. Deswegen dir die Sache hier, liebe Leute. Wir machen hier unseren Cut und sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Resident Evil auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.